Hi und einen wunderschönen Servus miteinander. Ich habe es euch versprochen, hat jetzt leider ein bisschen gedauert. Damian, ne? Wir haben, das ist laut, wir haben das letzte Mal aufgehört im Stream, weil ich leider weg musste. Wir haben, was ich im Nachhinein rausgekriegt habe, beim Endboss aufgehört. Den wollen wir jetzt kurz machen. Und ja, das war's ja schon. Ich hoffe, es geht's gut. Viel Spaß dabei und wir werden sehen. Ich weiß nicht, wie oft wir versuchen müssen. Ich habe es jetzt schon Zeit lang nicht mehr gespielt, von dem her würde es wohl ein bisschen Pain in the Ass werden, aber wir werden sehen. Wir sind mal instant da, was schon mal gut ist, weil wie zügig. Das war das mit dem System, ne? Moment, hier ist Nachladen. Wir haben auch die Dinger, die Auswahl, Schnellauswahl war hier. Wir sollten vielleicht, das war das Menü, genau. Genau. Wir sollten vielleicht auch nachladen, das wäre vielleicht ganz okay, würde ich sagen, ne? So grob einfach mal. Ne, alles verlernt. X war das, ne? Genau. Oh mein Gott. Ich habe das anfangs auch ein Problem gehabt, dass bei dem Spiel. Es ist mit Inventar. Wir wollen interagieren. Wir wollen es kombinieren. Wir wollen umschalten und wir wollen es benutzen. Jetzt, so ist es richtig. Und du bist voll, glaube ich, und du scheinst aber nicht voll zu sein, ne? Versuchen wir mal das Magazine, die wir haben, das ist ganz nice. Ich wechsle mal die rein da. Kombinieren. Geht nicht. Muss ich dich erst lernen? Ich denke mal, ne? Leermagazin. Okay, Leermagazin haben wir. Heißt, wir schalten um, nehmen das, möchten kombinieren, gehen hoch und verbinden es. Jawohl, einmal, so muss es sein. Nice. Okay, die dürfte voll sein, denke ich mal. Weil ich gar nicht weiß, was die für Munition braucht. Ich denke mal 50. Das wird die sein, ne? Ja, okay, die ist voll. Ich werde, das ist Magnum, ne? Denke mal. Genau. Ich glaube, schießen, wir werden sehen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Rennen war, Rennen. Genau, und auf Ding war Sprinten. Alles klar, okay, müsste passen. Wir sehen's. Wie abspannen. Major, Ich zeige euch nochmal. I'm on the roof of the dam. The Citadel's been overrun. I repeat, the Citadel's been overrun. The whole situation's foobar. No survivors. Was er da tut. No. There's no way. Leave. Leave it. Stop. Die kleinen Zombos, die so rumrennen, das ist ein bisschen leichter. Also wir halten nicht allzu viel aus, das weiß ich. Wir hauen ihm mal ein paar in die Phrase. Oh, was war das? Aua, das habe ich gar nicht gesehen, was ist denn das? Oh, Tschüssi. Der kleine Kotzer, ne? Wo er es drückt, sieht uns. I guess. Der uns rumpeitscht, ne? Katschau macht er. Der Bub. Alter, geht's halt weg von mir, ne? Der ging gerne Mist hier. Oh. Ja, ich bin der Drecks-Mist-Zombie. Wie kotzt mich nicht an, ohne Scheiß. Wortwörtlich. Wie heile ich mich? So heile ich mich. Was denn hier eigentlich? Ach, Munition ist das hier. You're an ugly son of a bitch. Alter, geh weg von mir. Ich hasse dich so der meine Mann.
Ich krieg also dermaßen unter Eis wahrscheinlich. So muss ja dann auch weniger, ne? Aber solange wir ein Ding haben, solange wir... Munition in irgendeiner Weise haben, ist alles cool. Ich halte mal auf die Schrodi. Also auf die normale, würde ich sagen. Wie lade ich nach? Wie lade ich jetzt nach? Schnell. So. Shit. Hast du die Waffe nicht mit einem leeren Magazin nachladen? Wieso nicht? Muss doch gehen. Uiuiui. Ich werde jetzt mal einfach hier hinter gehen. Uiuiui, wenn wir die Möglichkeit schon haben. Okay, jetzt er pennt mal eine Runde. Ich hoffe, das passt so. Stress, Stress, Stress. Alter, ne. Nein! Ist er tot? Okay, noch nicht. Okay, das war's wohl. Wir hätten ihm hier jetzt quasi richtig eine reinbraten können die ganze Zeit. Wäre schon gegangen. Jetzt haben wir ein leichtes Problem, glaube ich, weil er uns die ganze Zeit nachrennt wie so ein Wahnsinniger. Jetzt kostet er wahrscheinlich an, wie er tot, ne? Ich hab's gesagt, ne? Der ist Drecksmistviech, das Gleiche. Okay, also die Nachladereien des Spiels soll echt zum Kotzen. Das ist echt leider ein bisschen schlecht gemacht. Das ist die alte Version, verstehe ich. Es ist aber halt irgendwie so gar nicht in einem Bereich, wo ich sage, okay, ja, kann man irgendwas vorbereiten an sich. Nee, heilen will ich mich nicht. Schnellladefunktion haben wir doch irgendwo auch. Wie war jetzt das schnell wieder? Wir haben hier die. Wie geht es uns aktuell überhaupt? Für 100% ist es ganz cool. Wir haben die ganzen Sachen. Inventar, Waffen, ja, interagieren. Wie lade ich die Schnelldingens nach? Kombinieren. Einmal. Ich wollte mal leeren. Und kombinieren auch mit. Ach, warte mal, wir haben die kombinieren. Zack. Machen wir das Glied, haben wir ein paar Magazine auf jeden Fall. Dann können wir wenigstens mit der nachladen, würde ich sagen, laufend. Ist schon gar nicht so schlecht wahrscheinlich. Die ist eh voll. Hier haben wir das benutzt, Menü, ne? Y. Ah, hier geht's, okay, haben wir es automatisch drin. Alles klar. Muss reichen am Anfang. Werden wir sehen. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lang. Ich verspringe mal. Jo. Eins. Drei. Drei.
wie der liegt. Heißt drauf damit. Alter, geh weg von mir. Wie der rumjoggt, ne? Wie so ein chilliger kleiner Penner einfach nur. Ui, da gelegt. Mein Gott, ihr Drecks. Wisst ihr. Ah, geht's weg von mir. Ugly son of a bitch. Soll ich? Ich mach's einfach. Alter, nee, komm, die Drecksmistigen Zombies, wo kommen die jetzt eigentlich die ganze Zeit? Ist doch was Kotziges. Verreck doch einfach, ne? Wie soll ich denn das hier bitte nutzen? Das würde mich auch interessieren. Alter, ja. Danke dir. Das dauert halt so ewig lange, bis du die Waffe wechselt, ne? Das bleibt da stehen dabei. Das ist leicht störend. Wieso steht er jetzt rum? Hängt der irgendwo? Ich nutze mal einfach. Die lassen dir halt auch keine Sekunde Zeit, ne? Die Drecksmist hier. Mann, schieß halt! Ach komm! Mann, fick dich ohne Scheiß. Komm, das ist doch... Ah. Ist das Dreck. Ja, komm. Halt die Fresse. Was ist denn los? Ich könnte so kotzen, ne? Alter! Das ist doch nicht mehr normal. Aber es wird lustig für euch. Ach, ich hänge am Vor... Halt deine verdammte Drecksfresse, du Mistviech, du Greifix. Komm jetzt. Das Spiel ist... Die Steuerung ist extrem kotzhaft, ohne Scheiße. Ich weiß, das Spiel, ich hab's gelobt, das ist wirklich gut. Das ist ja richtig schön gemacht. Ich mag es auch sehr, sehr gut. Also sehr gern. Sehr, sehr gut. Aber ja, komm, der Endkampf ist doch so dermaßen kotzig. Also, ihr müsst mal die Steuerung anschauen, wie mir die Finger verkrampfen bei dem Ding. Ist das was Nerviges. Also, ich bin gespannt, habt ihr es gespielt? Wenn ja, ging es euch genauso? Habt ihr es soweit gespielt? Würde mich interessieren. Würde mich interessieren. Wenn allein das, bis wir das im Ding im Kampf drin machen, ne? Bis er da reingeht, ist eigentlich schon alles vorbei. Das ist das Problem, ne? Also da. Ich bin gespannt. Ja. Schieß doch, verdammte Kacke, du Drecksmist! Mein Gott, ne? Alter, ne? Ja, komm. Ich meine, das war jetzt so noch dran, okay, aber was ist das für eine Scheiße? Komm, du hast die Waffe aus, weil der macht nichts. Also. Mal schauen, ob ich so laut. Wir werden sehen. Rumgerätsche gibt es auf jeden Fall genug, das merke ich schon. Der Pock ist aktuell auch gerade komplett weg, ne? Also das ist halt schon... Alter, die Steuerung.
Ja, komm, Zeit jetzt. Jetzt. Umschalten. Waffe. Hast du, ja. Geil. Wer jetzt die Waffe wieder weggesteckt hat, dann hat. Natürlich hat er sie weggesteckt, die dumme Drecksau. Nimm doch deine scheiß Waffe, wenn ich es auswahl. Ah. Du mystiger kleiner Scheißdepp, ne? Also allein das Rennen tut weh wie Hölle am Finger, ohne Scheiß. Das ist nimmer normal. Ja, du bist... Wie soll man hier in irgendeiner Weise irgendwas nehmen können? Wenn Aufsammeln geht vielleicht gerade noch. Das war Lack wie Sau jetzt, ne? Ich will eigentlich gute Muni mit raus haben, ne? Muss ja aber teilweise, weil sonst sind die Deppen überall, ne? Jetzt habe ich einmal eine Reichweite von 800 Quadratmetern gefüllt. Habe ich erwischt? Oh mein Gott, ne? Mein Finger bricht ab, ich kann es gar nicht sagen. Das tut weh wie Hölle. Die Steuerung ist so mistig auf dem Blatt. Das ist... Ach Gott, ernsthaft, das bleibt da stehen. Hat er es nachgehauen oder was hat er es gemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Renn mir halt bitte mal nicht nach, ha? Komm, fall doch einfach da runter und er sauft oder irgendwas. Wie wär's denn mit dem? Ja, Option. Alter, renn halt. Oh mein Gott. Ja, wir müssen jetzt die Zombies wegkriegen, ne? Man kann sie nur ein bisschen sammeln. Das kann halt auch immer wieder welche. Vor allem, wie ich das wegschießen soll, würde mich interessieren. Wieder am Eck. Oh, bringt das was? Ne, überhaupt nichts natürlich, sogar. Gute Munition, ne? Tut mir schon ein bisschen weh. Da kriegen wir noch mehr. Das hängt wieder am Pfosten, ne? Gut, machst du bitte einfach irgendwie umfallen, das wäre ganz nice. Wie schaut's denn aus? Also bis keine neuen Zombies kommen jetzt, das wäre doch schon auch schon mal eine Option, ne? Ja, und umrennen bitte, du mit Drecksau. Wir heilen uns zumindest. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Jetzt können wir wenigstens nachladen. Kriegen wir Munition dafür. Was ja schon mal gut ist. Der langsamer. Natürlich, weil er kotzt, ne?
Immerhin, so funktioniert es vielleicht einigermaßen. Vielleicht kriege ich ihn hier hin. Ist der, wenn er zu weit weg ist? Was mache ich falsch bei dem? Alter, wieder halt einfach zu rennen aufhören. Ne? Uiuiui, der rennt noch. Ja, ach genau, du dreckskopfiger Mist. Tut mir leid für die Ausdrucksweise teilweise, aber es ist, ich kann nicht sagen, wie hart das mit der Finger weh tut, ne? Das ist, oh Gott. Ich schlafe gleich die Hand ein. Was macht er da eigentlich? So langsam, okay. Ist es unendlich? Das wäre schon minimal sick, wenn es wenigstens das wäre. Muss ich von hinten erwischen? Also gut, du hast die Zombies bleiben weg, das wissen wir jetzt schon mal. Oh mein Gott. Okay. Nachladen. Wo ist wieder? Da rennt wieder natürlich sogar. Musst du einfach wirklich nur lang genug weglaufen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Ich bin jetzt aktuell ganz froh, dass ich nicht mehr im Stream gemacht habe. Das hat ja ewig dauert, ne? Oh, mal schauen. Das ist aber jetzt eine Strategie. Wenn es aktuell bloß aus Weglaufen besteht. Wenn ich weiß, wie ich ihn da hinten hinkriegen soll, zu dem Ding da. Da steht er im Eck, wie nochmal was, ne? Das kannst du fast nicht abschießen. Arme Finger, ne? Renn halt bitte. Nein! Mein Gott, du Drecks. Ja, komm. Mein Gott. Ich kotze jetzt schon wieder, ne? Ach, das ist so ein Spiel, über das ich jemals durchspiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gespannt. Also, die Steuerung, wenn ich wirklich sterbe, dann muss ich die Steuerung umstellen. Ich schau mal, ob ich irgendwie anders legen kann, weil das ist halt schon mega mistig. Alter. Ich habe das ganze Spiel. Ja, du Kinder! Rein halt! Ich hab die Ausdauer ist leer unten, ja, ich weiß. Nein. Erwischt er mich eigentlich generell? Also das reicht zum Wegrennen. Das wäre dann chillig wie nochmal was, ne? Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ich schreie gerade ein bisschen rum, glaube ich. Weil das Spiel so laut ist. Okay, das reicht anscheinend wirklich, ne? Anscheinend reicht das. Mal erstmal wissen. Frage ist, wie lange soll ich den wegrennen?
Und immer dann ist die Munition leer, ne? Und so funktioniert es immerhin. Ist wieder schneller. So geht's einigermaßen. Na gut, immerhin. Na gut, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Da schon grabbelt irgendwas rum, ne? Alter. Die Kotzerei mit seinem Aimbot, den er da hat. Ach, du stehst 5 Meter daneben und der trifft dich trotzdem. Okay, also dann können wir die Steuerung so lassen auf jeden Fall. Das ist gar nicht so schlecht. Dann müssen wir eigentlich fast nicht sprinten. Ach, speicherst du bitte einmal das Nachladen, das wäre schon ganz nice für dir. Ja, komm. Du machst mal... Nicht mal. Zack. Ich glaube, ich lasse das alles ungefülltes drin. Jetzt habe ich die Pistole ausgewählt, ne? Ihr seht es, zack, zack, zack. Jetzt, wenn das Video kommt, ist es wieder weg, ne? 100%ig. Das ist so ein beschissener Dreck. Also wieder eingefügt, das ist etwas, was ich gar nicht verstehe. Ja. Jetzt hat er sie. Jetzt hat er sie natürlich. Der hat nichts gesessen. Der hat gesessen. Nice. Ja, gerne. Aber mit dem Magen rein. Muss ich schon haben, ne? Okay, Zombos haben wir hier. Zombos müssen weg. Weil die schon sehr, sehr störend sind. Okay. Ich glaube, es geht. Kommen wir zwar abbauen, das wissen wir. Gerade nebenbei nach. Solange mich jetzt kurz rein erwischt, ist alles gut. Wenn wir wieder Zeit zum Nachladen haben. Jeden Zombo, den ich treffe, ist ein guter Zombo. Die Musik nicht dramatisch ist, ja wie Sau. Da ist der Dude. Alter, du Drecksmistiger Arsch! Verreck! Was das überhaupt hier ist, ne? Spiel, ne? Macht mich fertig. Hat sie was gehalten? Solange er zählt, ist okay. Solange er zählt, ist okay, oh mein Gott. Bleibst du liegen? Bleibst liegen, okay, nice. Ja, das war's dann mit der Munition soweit, ne? Vorerst einmal.
Ich kurz einige Snack, ganz kurz. Ich muss auch noch einer snacken. Nee, komm mal nicht, komm mal nicht, komm mal nicht. Der kotzt. Und dann wieder. Alles klar. Snackerino? Snackerino hat nicht funktioniert. Jetzt geht's Snackerino. Na gut, hat nur einmal hingegangen, aber immerhin. Passt. Okay. Mal Munition holen. Kurz gleich wieder. Und. Oh mein Gott, das war nix. Das war nix. Ich kann wieder rennen, nicht dann auch. Aber jetzt müde, das ist schon mal ganz gut, würde ich sagen. Das passt. Ah, was man alles verspricht, ne? Okay. Tschüss! Oh mein Gott, nimm halt, ne? Nimm halt die Munition, verdammte Kacke, wenn schon da liegt. Wo ist das Problem dabei? Jetzt denken wir, okay, das wird 50er sind das, okay. Oh, nice. Würde ja noch laden. Also, das funktioniert. Wo ist das jetzt? Hier. Also hinten ist er. Okay. Also wir kriegen Munition, das ist schon mal ganz gut. Das ist mal. Nein, du dreckige Mistsau, du Kreisliche. Nimm halt die Schrotine. Die Steuerung ist trotzdem für den Arsch, ich sag's immer wieder. Wir haben keine Munition mehr. Ärger müssen wir wieder sammeln. Was schwer ist, wird der Dude am Arsch. Machen wir, wenn er langsamer wird. Ich glaube, ich loot den hier ein bisschen. So, rennen wir davor. Egal. Jetzt schon wieder nachstapfen, ne? Der kleine Penner. Ah, Alter, geh weg von mir. Geh einfach weg von mir. Da magst du mal zuhauen. Mann, komm! Jetzt wird langsam. Ist gerade der kleine Arschkrebs da. Ich bin jetzt dahinter und schau, dass ich Munition krieg. Okay, wir haben was gekriegt. Das ist nice, wir haben was gekriegt. Oh.
Magnum. Wird müde? Oh mein Gott. Oh, okay, Nice mein one, Finger, ne? Really put that shithawk in a fucking coma. Oh Major! Gott. Ach, er. Nee, der nächste. That's hard to believe. I didn't think Leave could get any nastier than he already was. Come on, we need to get out of here. The dam's gonna blow. Right, we better hurry. Hit it! Raven, go get it out of here! No. I No won't more? leave another man behind. Not like this. Oh mein Gott. Not today, kid. Not today. Also wir lassen uns bewusstlos You've already rumliegen. risked your life far too many times. This time, only one of us is walking away from here alive. The truth is undeniable. Fortune favors the bold. Ich sag nichts mehr. I accomplished my mission at the first light of dawn. Nehmt das And for Rumgerätsch wieder once zu in ernst. my existence, the best plan was to not have a plan. Okay. Ah, jetzt hat er Död gemacht, die Idee. Aiden! Aber wird doch heilbeziehen, How ne? did you- Also er hier. Where? Oh no. Sorry to disappoint you, kid. I guess the great Sandman ain't so great after all. But after all of the lives lost, at least I managed to save one. What's going on? By all rights, you should be dead. And you're not. Wait. What? Hollis did that to you. That fucking guy! Nächster Boss. Don't touch me! Stay away! Leave! He turned me into this freak. The antidote! I need it now! This? Give it to me now! Also ein bisschen zu spät vielleicht. You alright? Did it work? Das weiß man etwa für 2 Sekunden. You bastard! You remember me? You Ach, er ist auch da. mass Stimmt murdering er. piece of shit! I will never forgive you for taking her away from me! What? Who the hell are you? Drop your gun right now. You fucker! You killed her! Why? What did my baby ever do to you? Hey, whoa, calm down. Too many people have died already. Why don't you drop the weapon so we can talk about it? Whatever happened, it's over. It's over. No! It's not over! Not by a long shot. Not until this guy pays for what he did to her! Listen. I don't know you, sir. But you can trust me when I say the man who did all this is dead. The Major's a hero. He risked his life. He risked his life? Huh? For what? To murder tens of people? Including my wife? Ah, da mal. Huh? I was there, soldier boy. I saw what he did to her. My baby. Now, I suggest you get the fuck out of my way, or you can go to hell with them! I'm not gonna tell you again, sir. Drop your weapon, or I'm gonna shoot you where you stand. No matter what you think you saw. Stand down, Raven. Stand down. It's you, isn't it? Samuel. How do you know my name? Because I know more than what you think. But the only thing you really need to know is that I'm truly sorry. I never meant to hurt her. Not intentionally. Your wife, she was one of the few people I could really count on to. What's that supposed to mean, huh? Huh? Who are you people? He's the one who ripped my arm off and broke my neck, baby. While you just stood by and watched me die.
Ach stimmt, da hat er die Halluzinationen. No, that's not what happened. That's not how... That's not... She's dead! Sam, baby, are we really gonna argue over semantics? Just look at yourself. You're nothing but a frightened lab rat. Shut up! That's all you want. Shut That's up! all you ever Shut the were. fuck up! Just shut your mouth. Samuel, Stop! Just don't say another goddamn word! These people know everything about you. Find it, They Samuel! always used you for their advantage. No! They This own isn't you, real. Sam. You've She's been dead. company property. Don't listen to her, Since the Samuel! moment you were born. Damn it! The voice isn't Sarah! Don't do it! Okay, ich dachte, ich muss irgendwas machen. Roulette voll. Definitiv. Die Grafik ist auch okay, finde ich, für das Spiel. Also es ist kein AAA-Titel, darf man nicht vergessen. Orientiert sich sehr an den alten Horrorspielen, so wie eben die alten Resident Evil-Teile, sag ich jetzt mal, mit besserer Kameraführung, wo gemerkt. Steuerung ist absichtlich teilweise, auch das mit dem ganzen Inventarsystem ist sehr realistisch gehalten. Ich weiß, wollten sie auch, also ist Absicht. Gibt auch einen anderen Spielmodi. Sie haben es auch sehr klassisch gehalten an die alten Spiele dementsprechend. Da hat man ja auch dementsprechend rumschalten müssen. Ich weiß, es gab Spiele, wo man das nicht konnte, dass man quasi im Rennen wechseln konnte. Bei Resident Evil ging es immer noch kurz Start drückte und nachladen konnte. Nach dem Wort habe ich gesucht. Von dem her, es müsste schon passen. Also allemal ist das Spiel wirklich gut. Der letzte Endkampf war jetzt ein bisschen arg schwierig, vor allem der Bereich davor schon, wo der Gegner nachgerannt ist, den wir heute quasi nicht gemacht haben. Der war im Stream letztes Mal dabei. Wo der Gegner quasi nachgerannt ist, du musstest die, ich glaube, aufs Fenster schießen. Ist an sich nicht schwer, nur dass der Gegner quasi herportet bei dir. Hier trifft er mich 10-mal und in der anderen Part hat er den einmal erwischen dürfen, du warst sofort instant tot. Das sind so Sachen, die ich ein bisschen komisch finde immer und die nicht sein müssen. Dann mache ich den Gang länger, tue ein paar Gegner rein, dann kann mich 2-3 Mal erwischen, das ist auch kein Thema nicht. Aber müsst ihr wissen, müssen Sie wissen, es ist wie es ist, das Spiel ist fertig und es war an sich auch nicht schlecht. Also gesagt, kann man nicht schimpfen. Story ist für so relativ kleines Entwicklerstudios, glaube ich, auch ein Indie-Game, würde ich sagen, immer noch. Doch ganz gut gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, wenn man sich die alten Stories von Resident Evil etc. vor Auge führt, ich vergleiche es damit, weil es doch sehr stark in die Richtung geht. Die Daymares waren mir ein bisschen, es hatte die Viecher quasi in der Kanalisation gegeben, die Daymares mit den Klingen, die waren mir ein bisschen zu wenig dabei, muss ich ehrlich sagen. Die hätte ich mir gewünscht, dass die ein bisschen mehr vorkommen. Aber ich denke, das ist immer leichter gesagt wie umgesetzt. Von dem her, ich fand so Easter Eggs nice, dass sie quasi das ihr eigenes Studio mit reingebracht haben. Ist immer schön, sowas, was man ein bisschen erkunden kann. Finde ich immer cool. Die Stadt, sie haben ja die ganze Story gut gemacht, aber quasi mit dem einen Charakter von, ich sage jetzt mal einfach ganz bewusst, links nach rechts und mit dem anderen von rechts nach links gegangen ist. Und hat sich dann immer wieder getroffen. Dass so der Hauptpunkt da das Krankenhaus in der Mitte einer Zeit lang war. Fand ich cool. Ja, also wie gesagt, ist eine gute Arbeit an sich. Die ganze Darstellungsgeschichte war auch gut. Alles in allem ist ein würdiger Klassiker. Also wenn euch die alten Horrorsachen gefallen, schaut es euch auf jeden Fall an. Mich hat zum neuen System gibt es auch. Vielleicht testen wir es kurz aus, würde ich sagen. Wäre vielleicht eine Option, ne? Das Video ist schon ziemlich lang wieder. Aber ich glaube, so als kleines
Gimmick im Anschluss für meine ganze Schimpferei könnte man schon machen. Ne? Ich schau mal, wie ich kann es. Wie das Grenze überspringen, wir machen es einfach mal. Ich habe jetzt doch schon ziemlich viel angeschaut. Ah, es kommt noch was. Okay. Ich habe nichts gesagt. Das sind die zwei, Samuel und Sarah. Sehen wir noch, wer es überlebt hat? Ich weiß nicht. Steht sie jetzt wieder auf? Also ist sie arm, oder? Nee. Warum liegt sie draußen? Ach, war das quasi gar nicht sie? Was ist jetzt los? Okay. Kuronosu Enterprises. No. Der Pan ist auch drüber in Katakana. Boot up the register. Kuronosu ist das einmal. Mission report. Shiroi, ich weiß das Labor auf Japanisch nicht. Aber Shiroi ist weit. Code FG 9565061. Mission status Aber nein. complete. Danger. The material requested has been recovered. Of those Okay, dachte Dinge hier, aber there's nein. no one left. At least no one who knows what's really going on. I erased all traces Mal lauter, Entschuldigung. of K's involvement. Hexacore Biogenetics will be blamed and held accountable for the mishap in Keen's site. Good job, sir. Greife auf das Hauptterminal zu. Ich denke mal, das ist in der Mitte, ne? Nicht? Was haben wir hier? Tokio. Was, Tokio? Das ist außen. Ach, wir sind in Tokio. Oder? Ja klar, logisch, macht das Sinn, ne, mit der japanischen Schrift. Station. Keep clear. Also, keep clear steht sogar drüber, ne? Ah, japanische Sun. Station Sun. Ah, guck da hier. Einmal habt ihr mal. Ich lieb sowas, ne? Following Materials Archive. Evidence number 1. HAF4RG0 Delta Surveillance Footage. Muss was durchgehen? Das ist der Anfangsbereich, ja. Ach, okay, interessante Sache. Ich verstehe, wieso Raven dann so gut dafür zu sprechen ist, ne? In dem Fall. Evidence number 2. Intercepted voice messages of Major Sandman Boken. Voice message with encryption code XDR00035. Sarah, I would have liked to speak with you in person, but I'm afraid that's just not gonna happen. Ah. The moment has arrived. You know, I told you that I'd do whatever it takes to protect her, and now I gotta prove just that. Prove it to myself, to you, but mostly prove it to her. My precious little angel, Samantha. In exactly 7 days, my man and I will be deployed to the Aegis Labs to recover samples Samantha? of Castor and Pollux. After which, you know what I have to do. Oh, I know what you're thinking right now. I know. So many innocent lives lost to save just one. But she's my baby girl. So Ah, okay, ist die listen up. Tochter anscheinend. I want you to leave Keen's sight, you and your Samuel, and get us far away from the city as possible. The gears of destruction are already in motion, and nobody can stop them now. And even if they could, I wouldn't let them. So, if one day my conscience does feel a little less guilty, it'll only be because I've not only saved my daughter's life, but yours as well. Na, sie ist, glaube ich. I know you know what it means to truly love someone with every fiber Ob of sie so your fit being. ist, noch weiß ich nicht. And
And the choices you gotta make to hold on to that love, to be with that person and share one Also, last day, sie. one last minute, one last tantalizing second. I couldn't live with myself knowing I didn't step up das ist and der do Tochter. something, even if it means burning in hell for eternity. That should come easy compared to a living hell without her. Hope one day you can forgive me. But if you can't, Ah, okay, kriegen wir ein bisschen Hintergrund, oder? Samantha will be enough. Sehr, sehr nice. Evidence number 3, Sarah Carmichael's recording to Sam Walker. Sehr interessant gemacht. Sam, sweetheart, I've been waiting for this day to come, wishing I didn't have to tell you the things you're about to hear. Yet, here goes nothing. The more elaborate the lie, especially one as grandiose and brazen as this, Ich sitze ein bisschen the davor, ich more weiß. difficult it becomes to explain. Schnell hoch tun, ne? I should have waited for you to come home, Ist egal, ich hört to es ja. speak with you in person, but I just can't do anything but record this. You won't be home before dark, by which time it'll probably be too late. There's a good chance they'll come here looking for me. They. I guess you're wondering who I'm talking about. What I'm about to say will change your life forever. Change my life, too. What's happening, one way or another, was inevitable. But at the cost of many thousands of lives, it will also mean the end of our relationship. Listen to me. By now, all of Keen's sight is lost. He did it. He infected the whole goddamn town, sentencing the people here to a fate worse than death. He committed a truly unforgivable sin. The last hope for a crazy man being puppeted by even crazier people. The Kuronosu Company. I still don't understand how he could have done it. How anyone could have done it. Even him. Especially him. Da sind wir gerade. God damn you, Kuronosu! Hexacore! Damn you both to hell! Oh, Christ. We're just a bunch of filthy murderers. All of us. Sam, listen. What I wanted to say, if I wasn't a coward, is that even though I've always loved you, I've never been completely honest with you. Beneath this city, behind your disease, lies a tangled web of secrets linked to the company. I would have told you sooner rather than being obliged by this tragedy, but I couldn't, and wasn't ready yet. I was afraid of how it might affect us. Sorry. It kills me to tell you this, but I'm not who you think I am. Ah ja. You already know that I work for Hexacore, but what you don't know is that my job isn't limited to mere administration. My field of expertise is actually the supervision of research studies, monitoring one of our most important tests. You. For decades now, our government has been experimenting in its own backyard, testing chemical weapons on an unsuspecting America. The project is called Truman, and Keen Sight is one of the most illustrious testing zones, with Hexacore overseeing the whole shebang since the 40s. Okay, sind dann 50 You Jahre fast. and hundreds of others like you are the end result of these tests. And we've been tasked with keeping you in check and gleaning as much data as possible about your condition. I can attest, however, that it took very little effort for you to become the most important part for me, because I actually fell in love with you. And it wasn't just a job for me anymore. Immer schwer im Nachhinein. So when someone asks,
If I love my work, I tell them yes. Thanks to you, I do. And maybe that's why I've never had the courage to tell you before. And more importantly, I would never leave this place without you, of my own free will, if given the choice. Hold on. I hear something. Das war unmittelbar davor, ne? There's somebody out there. Sandman. Nice, also das ist schon nicht schlecht gemacht, muss ich sagen, im Nachhinein. Evidence number 4. ID tags of Sarah Carmichael, Hexacore Biogenetics Supervisor Code 27. Ihr Chip. Oh mein Gott, das ist für viel zu lesen. Naja, komm, ist egal. Also, ich habe es endlich geschafft. Ich leite endlich eine der wichtigsten Forschungsstudien des Landes. Es hatte Jahre gedauert, Projekt Truman gemeinsam mit diesen Ja-Sagern bei Hexacore zu perfektionieren. Und wahrscheinlich noch länger, um diese Washington DC-Dinosaurier Murphy davon zu überzeugen, mich die gesamte Operation leiten zu lassen. Ich war ihnen immer entweder zu jung, zu mädchenhaft oder zu schwarz. Doch am Ende hatten sie keine andere Wahl, als meine Erfolge anzuerkennen. In nicht einmal 30 Tagen werde ich nach Kienzeit überstellt und laut Konzern ist das eine Reise, von der es kein Zurück mehr gibt. Aber vielleicht reizt mich gerade das am besten. Okay, halbes Jahr später, 92. Ich bin erst ein paar Monate hier, aber ich habe mich schon wunderbar in diese ländliche Gemeinschaft eingelebt. Manchmal tun sie mir leid, diese Menschen in Kienzeit, oder vielleicht sollte ich sie eher Versuchskaninchen nennen. Und dann beneide ich sie wieder. Ihr einfaches Dorfleben mit all seinen Dorfwerten. Schließlich sorgt der Konzern dafür, dass sie in ihrer gigantischen Petrischale sicher sind, fernab von all dem Scheiß in der Außenwelt. Ich rede mir oft ein, bei der Erschaffung dieses Paradieses geholfen zu haben. Oder vielleicht ist es doch nur ein weiterer Höllenkreis. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ja, 1,5 Jahre später. Die schwierigste Phase von Projekt Truman, oder zumindest was meine aktive Rolle in diesem Feld betrifft, ist offiziell im Gange. Alle Forscher, die hier stationiert sind, müssen regelmäßigen Kontakt mit einem Probanden haben, um ihn kontrollieren zu können, und ich stelle dabei keine Ausnahme dar. Ich muss in der Tat mit gutem Beispiel vorangehen, wie dem auch sei. Morgen lerne ich meinen Probanden kennen, und den Berichten nach zu urteilen wird dies der wichtigste Teil der gesamten Studie. Ich muss mich wieder von meiner besten Seite zeigen. Mittlerweile kratze ich mich seit Tagen am Arm, nur weil jeder den gleichen Chip in den Arm eingepflanzt bekam, ist noch lange nichts Gutes. Schließlich sind wir die Forscher und nicht die Versuchskaninchen, an denen die Regierung ihre Experimente durchführt, aber leider sind das die Spielregeln, und jetzt gibt es für mich kein Zurück. Oh mein Gott, nein, lesen. Wieder ein halbes Jahr, 7. Januar 94. Oh Mann, ich habe mich seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt. Projekt Truman verläuft wie geplant, von dem Experiment ganz zu schweigen. Ich kann meine Freunde einfach nicht mehr verbergen. Das habe ich alles nur meiner guten Arbeit mit meinen Probanden zu verdanken. Abgesehen davon ist das kein wirklich offizieller Bericht. Ich glaube, dass mit mir und meinen Probanden, kurz Sam, die Person, die ich verfolge und an die ich kürzlich herangetreten bin, etwas Merkwürdiges geschieht. Ich weiß, dass ich keine zu enge Beziehung zu ihm aufbauen sollte. Und der Konzern hat mich gebeten, mich ihm anzunähern. Und das Herz will, was das Herz will, richtig? Ich sehe da also kein Problem. 4. Mai 94. Durch den jüngsten Transfer hochrangiger Mitarbeiter in das neue Büro im oberen Trakt des Doms geraten wir nun ständig mit den Leuten der Hexacore-Spezialeinheiten aneinander. Wohlgemerkt sehen Hades-Agenten aus wie beinharte Kriegsmaschinen, die nur äußerst selten mit Leuten außerhalb ihres engsten Kreises interagieren. Die HAF-Piloten scheinen hingegen ganz normale Typen zu sein. Das der schwierigen Aufgaben, die ihnen der Konzern oft auferlegt. Einer scheint jedoch die Aufmerksamkeit der Damen aus dem Büro besonders zu erregen. Sein Name ist Hayden. Doch alle nennen ihn seit dem Unfall im Groom Lake nur noch Sandman. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie er es lebendig dort rausgeschafft hat, aber ich würde gern mehr darüber erfahren. 94. Hayden. Ein wirklich ausgewöhnlicher Mann, trotz all der schweren Zeiten, die er durchmachen musste. Ich habe ihn irgendwie dazu gebracht, mir aus seiner Vergangenheit zu erzählen. Seine Frau hat ihn vor Jahren verlassen, weil sie mit seiner Arbeit nicht umgehen konnte. Sie überließ ihm damals sogar die Fürsorgerecht über ihre einzige Tochter, die kleine Samantha. Ich fühle mich diesem Mann irgendwie verbunden, tatsächlich so sehr, dass ich für ihn und Sam dieselben Gefühle hege wie ich damals. Wie ich damit umgehe, wird sich mit der Zeit zeigen. Vielleicht sollte ich mich einfach auf meine Arbeit konzentrieren. Viel zu lesen, fast 2 Jahre später. Ich dachte, ich könnte damit umgehen, stattdessen wünsche ich mir nun, ich wäre nie in diesen Schlamassel hineingeraten. Ich arbeite jetzt seit 4 Jahren mit dem Konzern an Project Truman, aber offenbar wird die Sache nicht so enden, wie ich mir es gedacht hätte. Okay.
Wir sind nicht hierher gekommen, um das Leben der Menschen zu verwässern. Wir sind hier, um Massenvernichtungswaffen zu testen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, so wollen diese Hexacore-Bastarde mit ihrer Regierungsunterstützung, denen wir vertraglich unser Leben zugesichert haben, trotzdem keine Finger für uns rühren. Für keinen von uns. Hayden hat mir erzählt, dass seine Tochter unter einer schrecklichen Krankheit leidet, die eine experimentelle Behandlung erfordert. Doch der Konzern will die Kosten dafür nicht übernehmen, deshalb ist er seit einigen Monaten so distanziert. Ich möchte ihm irgendwie helfen, ich fühle mich ihm so nach wie immer. In der Zwischenzeit ist auch einmal etwas Gutes passiert. Sam hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Ein Funken Hoffnung in der Dunkelheit, die mich umgibt. Eine Erinnerung daran, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt. Jetzt weiß ich, wie mein Herz gehört. Und ich werde ihm mein Leben widmen. Ich muss meinen Job so gut wie möglich erledigen, damit es ihm besser geht. Okay, nochmal ein halbes Jahr. Oder 7 Monate. Ich kann es kaum glauben, aber Hayden hat mich darum gebeten, ihn vor der Stadt zu treffen, um mir von seinem Plan zu erzählen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um seine Tochter zu retten. Und dazu musste er eine abscheuliche Tat begehen. Ein wahrhaft widerwärtiges Vergehen haben wir gesehen. Offenbar hat Kuronosso, ein internationaler Pharmakonzern, ein Geschäft mit Hayden, also Umbrella quasi von dem hier. Umbrella Trimax, Trisel heißen sie, Umbrella und Trisel, genau, und hier ist Kuronosso und Hexacore. Während sie für die Rettung seiner Tochter sorgen, ermöglicht er die Auslöschung hunderter, wenn nicht gar tausender Leben und die Zerstörung von Hexacore selbst. Was noch schlimmer ist, unsere Regierung wird durch die Aufdeckung der Wahrheit über die Experimente mit dem amerikanischen Volk, die seit Jahrzehnten durchgeführt werden, in die Knie gezwungen werden. Er muss völlig von der Rolle sein, er hat den Verstand verloren. Nicht einmal der Verlust einer geliebten Person darf jemand zu einer so irrsinnigen und unbesonnenen Entscheidung leiten. Okay. Ich bin mir sicher, dass diese Bastarde ihn ausnutzen. Ich verstehe nur nicht, warum er das nicht erkennt. Ich muss ihn zur Vernunft bringen. Ich bin sicher, dass er nur ein verzweifelter Vater ist. Aber wenn es nicht einlenkt, habe ich keine Wahl. Ich muss in der Innenrevisionsabteilung des Konzerns melden. Auch wenn er nicht weiß, wie ich anhand der Dinge, die man dort in den Raum stellen wird, noch mit mir selbst leben können werde. Okay. 4. Juli 97. Hayden hat die Basis verlassen und ein paar Tage freigenommen. Traurigerweise hat es Samantha, seine Tochter, nicht geschafft. Ihr kleines Herz hat vor 2 Tagen aufgehört zu schlagen. Ich fühle zwar mit ihm, doch die Sache hat ihn auch etwas Gutes an sich. Jetzt gibt es für ihn keinen Grund mehr, diesen widerwärtigen Plan auszuführen. Wahrscheinlich jetzt erst recht dann, wahrscheinlich für ihn, denke ich mal, war das so der Fall. Soweit ich weiß, ist er zur Klinik gefahren, in der man sie behandelt hat. Er wird bald zurückkommen und wenn er das tut, werde ich da sein, um ihn zu unterstützen, in welcher Art auch immer. Ja. Okay. War das die Tochter? Okay. 13 Stunden 30 haben wir gespielt. Wir sind 17 Mal gestorben. Davon wahrscheinlich bestimmt 10 Mal unnötig. Nice. Wir haben auch normal gespielt. Okay, das war's. Ich würde es trotzdem kurz sagen. Wir sind zwar jetzt schon bei über einer Stunde, aber will ich das ist der Checkpoint überschrieben. Können wir eigentlich machen, ne? Ich muss mal kurz den anderen Modus ausprobieren. Moderner Ansatzmodus. Den klassischen haben wir quasi die ganze Zeit gespielt. Ich will mir den kurz anschauen. Vielleicht sehen wir es. Wir spielen jetzt einfach auf normal, ist egal. Helligkeit wird schon passen. Ist ja nur Untertitel, Munitionsanzeige. Ist vielleicht ganz cool. Machen wir später. Ist ja nur zum Testen kurz. Ich hoffe, ich kann ein Ding überspringen, den ganzen Video. Dass es merkt, dass wir schon mal gespielt haben, das wäre ganz nice. Ich hoffe doch. Kann ich. Sehr nice. Okay, wie schaut sie aus? Bewegen kann man. Okay, wir haben hier quasi die wichtigsten Gegenstände, die Info, alles klar. Okay, ist eine Donners. Also er nimmt deutlich schneller Sachen zum Vorbeigehen. Ich müsste Dinge invertieren, aber also die Interaktionen gehen besser. Taschenlampe, okay.
Steuerung ist eigentlich die gleiche. Sandman to Agent Leave. Judging from the fragments of video we pulled from surveillance, it appears that several tanks labeled CSR-3 have already been Ist nur attached die to the main Ansicht anders? hoisting unit. I'll say I'll stand by at the main doors to the freight elevator. Over. Liev here. Copy that. Objective Die confirmed. Ansicht war das die gleiche, ne? Looks like the contagion leaked out from a couple tanks crammed into the area. There are also sure signs of a firefight and explosive residue. Proceeding with the mission. Over. Das ist das gleiche Menü. Ich meine, ist ja okay. Hier haben wir auch das gleiche Menü. Ich schieße ja genauso. Was ist hier anders? Verstehe jetzt nicht ganz. Kann man nicht überspringen. Der tut das überstanden auf jeden Fall, das wissen wir. Leicht abgenagt. Ach genau, er lebt noch. Ach komm, ich will es überspringen. You're with emergency response, right? That's right. Agent Liev. How's the leg? It hurts like hell. But I'll be alright. Can't move very far, though. That's unfortunate. Listen, I need to search this place for survivors. I'll come back for you as soon as I can. Survivors? Yeah, well, good luck with that. Anyway, I'll be waiting here. I just need to rest my eyes a little. Das war anders, glaube ich, ne? Ach, ist das vielleicht der Unterschied? So ist es. Man hat wahrscheinlich die Nachladefunktion ist. Ja, das ist anders. Man sieht die Munition unten. Man kann die Munition durchwechseln. Ah, okay. Man hat die ganze Magazingeschichte gar nicht. Okay. Das ist der Unterschied. Das wäre vielleicht interessant gewesen, dass ich hätte das vorher gewusst. Ich dachte, die ganze Steuerung und die ganze Kamera ist anders. Aber das ist effektiv dann der einzige. Ja gut, okay. Und hier haben wir die Heilung drauf. Das ist der einzige Unterschied effektiv. Okay, na gut. Wir haben es gesehen. Ihr wisst Bescheid. Ich sage euch danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffe ich. Und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye. Habe die Ehre und Servus. Ciao, ciao.